So, die Damen und die Herren, einen schönen guten Mittag und willkommen zurück aus der Sommervakanz für die, die fort waren. Ich habe von mir aus eine längere Zeit nicht gesehen und das ist für mich ein großes Fried, für zusammen mit der Regierung, aber auch natürlich mit den Medien, das neue Jahr anzufangen, das neue Schuljahr, was geschwind geht, das neue Jahr an der Regierung, das eigentlich das zweite Jahr von der neuen Regierung, mehr am Anfang das Jahr, wo nach mehr wie an den ersten Monat von der Regierung wird die Fortschritte gesehen, die die Regierung annonciert hat bei der Lage von der Nation, an die am Koalitionsakkord hier Grundlage fanden. Ich hoffe also, dass doch dir eine gute Pause hat und dass mit viel Energie, so wie alt Lützeburger die lo aufhängen mit Schaffen oder an Schule gehen, das neue Jahr können aufhängen. Es war das Jahr auch der Sommer auch von der Olympiade. Ich war just am Anfang bei der Ouverture bei den ersten Tischtennisspielern dabei, die sich gut geschlagen haben. Das ist hier immer eine schwierige Kompetition, wo die ganze Welt bei Eneken dann Konkurrenz das natürlich nicht liegt. Aber ich meine, es war eine flotte Ambiance, das gut für die Lützeburger Sportswelt gewesen, das gut für Lützeburg gewesen, auch wenn ich natürlich immer froh ist, wenn kann besser aufschneiden. Dasselbe gilt für Paralympics, das ist auch ein schwieriges Konkurrenzfeld. Ich fand trotzdem, dass die Leistung von allen Athleten, sowohl bei den Olympischen Spielen wie den Paralympics, remarkabel ist. Auch der neuen Katrin Kohl hat sehr best gehen. Den Tom Habscheid, dem steht das nach bevor. Weil ich am Anfang von den Olympischen Spielen dabei war, ging ich auch Sonden auf Paris, auf die Aufschlusszeremonie von den Paralympics, weil das ganz gehört für mich zusammen, das Teil von dem Zusammenleben, zum Teil von der Inklusion noch. Dafür will ich dadurch die Summe eigentlich da aufschließen. Das ist nicht, dass an den letzten Monaten auch am Sommer nicht geschieht. Wir kommen bei einer Reihe von diesen Sujets am Laufe dieses kurzen Briefing zurück. Die hat gesehen, dass ich, die am meisten an den sozialen Medien sind, dass ich aus Skandinavien an der Vakanz, aber das ist relevant wie der Fett, dass ich während der Vakanz auch gebraucht habe für politische Gespräche, nämlich einerseits mit dem Präsidenten von Finnland, dem Alexander Stubb, andererseits an Schweden mit dem Premierminister Ulf Kristersson, und auch mit der EU-Ministerin Jessica Roswall, die par ailleurs von Schweden proposiert wird, für neue Member von der Europäischen Kommission zu gehen. Es waren also interessant Diskussionen auch über geopolitische Themen. Finnland ist bekannt, am Osten der Oper von Russland, Schweden und Finnland sind vor kurzem der NATO beigetreten. Also genug Sujets für zu diskutieren, neben der Innendimension von Europa. In dem Kontext ging ich auch gerne mentionnieren, die extrem nützlich Visit, die ich diese Woche hatte zu Dublin. Irland ist für uns ein ganz wichtiger Alliierten auf vielen europäischen Dossiers, weil ich gemerkt habe, dass der Premierminister Simon Harris, mir generell Irland, zwei Sachen mit uns teilt. Der eine ist, dass ganz stark attachiert sind an dem internationalen Recht, an dem Rechtsstaat, und dadurch an alle Foren Europäische Union noch so immer noch bringen, dass wir das delen wir mit den Iren. Und was wirtschaftlich Dossier belangt, y compris die Finanzplatz, sind mit die einzig an der Europäischen Union, die grenzüberschreitend denken. Cross-border Dimension, die hat bei ihnen eine Relevanz. Früher hatten wir Großbritannien, Irland und Lützeburg. Großbritannien ist, wie gesagt, nicht mehr an der, wie ihr wisst, nicht mehr an der Europäischen Union. Also wäre es wichtig, auch mit Premierminister Simon Harris zu schwätzen, wie wir können auf einer Reihe europäischen Dossiers mit selbigen Werten als koordinieren
a selbstverständlich geheiert dazu auch et Kapitalmarktunion, die ich leiwer den neuen Termen als Savings and Investment Union geht also darum, dass auch Privatsuche könne gebraucht gehen, für die Wurst in Europa zu organisieren. Da ist sowohl Irland wie Lützeburg ganz dafür. Wir haben eine Reihe Bedenken, wir wollen da eine Force vor Propositionen sehen, also wir wollen mit den Iren als da besser koordinieren. Und das wird sowohl am Niveau von den Premierministern, wie auch am Niveau von den Finanzministern geschehen. Das ist also wichtig gewesen. Selbstverständlich haben wir uns auch am Sommer bekümmert der Lützeburger Deel von der Konstitution von der neuen Europäischen Kommission, wo ich aufgrund von den Gesprächen, die ich geführt habe, mir aufgrund auch von den Wahlresultaten vom Oktober letztes Jahr am Namen von der Regierung den Herrn Christoph Hansen als Kommissär proposiert habe. Der Vertrag gesagt für, dass Regierungen einen Kandidat proposieren. Alle Regierungen proposieren an Europa einen Kandidat, den zu den Parteien gehört, die an der Regierung sind. Da gibt es keine Ausnahmen. Ich muss aber dabei sagen, dass für mich den Faktor von der Kompetenz und der Erfahrung an dem Alter beim Christoph Hansen auch gespielt hat, nicht eine lange Erfahrung am Europaparlament, trotzdem im jungen Alter, hat eine gute Reputation am Europäischen Parlament, kennt seine Dossien, scheren dadurch von vielen Europaparlamentarier, die sagen, die Kandidatur von Herrn Hansen ist ganz gut, und Madame von der Leyen wird er doch als solch empfunden. Ich will aber auch sagen, dass, wenn man das generell politisch guckt, auch eine ganz Reihe Fragen auch von der Lützeburger Regierung an den letzten Wochen unterstützt gesehen, auf europäischem Niveau. Wir haben als Lützeburger Regierung Madame von der Leyen unterstützt, die Kommissionspräsidentin zu gehen, Madame Kallas für Außenbeauftragten zu gehen, Madame Metsola, das habe ich am Kader von der Europäischen Volkspartei gemacht, an Madame Nadia Calvino, die wir unterstützte für Präsidentin von der Europäischen Investitionsbank zu gehen, eine Sozialistin, eine Frau, ob schon seitdem wir auch Kandidat von anderen Parteien da waren. Muss ich also das mit breit gucken, wie sich just auf eine Nomination, auf eine Proposition zu fokussieren. Das Woche feiert Madame von der Leyen Gespräche, Interviewen mit den einzelnen Kandidaten. Er wird dann an den nächsten Tag, 4 Uhr mit September, davon gehen wir aus, dass wir eine Proposition kommen. Und ich bin davon überzeugt, dass den Christoph Hansen wird ein gutes Portfolio kriegen, den dem Profil von seinem Profil entspricht, an den auch aus Lützeburger Sicht interessant ist. Das muss man gucken, das ist eine schwierige Aufgabe, die Madame von der Leyen hat, weil sie die Kandidaten recht am Interview für den Moment hat. Wir haben dann am Sommer als auch beschäftigt mit der Klo, die einen russischen Oligarch gegen Lützeburg entamiert hat, die sogenannte Affäre Friedmann, wo ich auch de Moyen, wie all die anderen Sujets auch dem Regierungsrat Bericht gemacht habe, wo wir auch darüber, über all die Sujets, die ich bisher mentionniert habe, auch geschwärzt. Und das ist normal von einem Regierungsrat. Zur Affäre Friedmann als just zu sagen, dass die Person auf einer Sanktionsliste von der Europäischen Union steht, und dass Pflicht als juristische Pflicht von allen Memberstaaten von der Europäischen Union für Sanktionen, die von der Europäischen Union dezidiert gehen, dass die auch angewandt gehen. Alles andere wäre in einem Rechtsstaat ja auch erstaunlich und inakzeptabel. Wir haben also die Sanktionen angewandt. Die Person die hat gesagt, dass aufgrund von einem Vertrag zwischen der Sowjetunion und der Belgien und Lützeburg
von 1989, also wie die Sowjetunion nach Chinas, hier nicht hätte können, die Maßnahmen, die geholgen sind, dass die nicht hätte können geholgen aufgrund von dem Vertrag, da das an einem Rechtsstaat okay, dass den das sieht. Für Lützeburg gilt noch immer das Prinzip, dass wenn es europäische Sanktionen in dem Kader vom Ukraine-Krieg geholgen sind, gängt russische Staatsbürger, dass wir die ja voller ganz müssen anwenden. Das Recht von allen Bürgern dagegen zu kloen, aber ich muss sagen, den Hauptelement von der Klo als Empfang, dass die Person für den Europäischen Gerichtshof muss gucken, ob sie rechtmäßig auf der Liste steht oder nicht. Sie steht für den Moment auf der Liste, die Liste geht all pur meint enke ja überguckt, aber das ist eine Decision vom Europäischen Conseil von den Ministern. Den Herr Friedmann hat die für ein paar Wochen, Mitte August, die Prozedur d'arbitrage nach dem Traité angefragt. Den Traité gesagt für nicht den europäischen Traité, sondern den Investitionstraité mit der Sowjetunion, dass kann für ein Schiedsgericht gehen. Er hat das angefragt, das wie gesagt sehr gut recht. Er hat auch hier einen Arbiter proposiert, also dem Lützeburger Staat auch einen Arbiter zu proposieren, wir sind im Gange, das zu machen. Da muss ich eins gehen, wo den Arbitrage stattfindet. Die wird, wie das die Person, die klot, ganz viele Länder Sanktionen erleidet, wird den Arbitrage weit weg von Europa, von Lützeburg stattfinden, höchstwahrscheinlich an Asien, da das eine Negoziation, die zwischen den zwei Parteien muss stattfinden. Das ist, wie gesagt, normal an einem Schiedsgerichtspaket. Die Regierung der Lützeburger Stadt geht an diesem Prozess durch E&O Sherman von Paris vertreten, die eine große Erfahrung am internationalen Arbitrage an Investitionstraités kloen hat, und dafür haben wir die rausgesicht. Die Affäre wird eine ganze Zeit dauern, so Arbitragen dauern normalerweise ein paar Jahre. Selbstverständlich ist das ein Klo, die wir seriös holen, wo wir aber Menge noch, dass wir gute Argumente haben, aber das ist ein Objekt von den Plädoyerien für dem Schiedsgericht, die dann stattfinden werden. Wie gesagt, Platz vom Arbitrage als ein Arbiter, an die zwei Arbiter müssen dann einen dritten Arbiter nennen, der präsidiert. Das wird dann in den nächsten 2 Monaten geschehen. Dann haben wir am Regierungsrat de Moyen auch über eine Reihe Dossien von der Rentrée geschwärzt, auch als Prioritäten. Für mich ist es wichtig, wie gesagt, dass wir weiterkommen mit der Energie, die wir vor dem Sommer unter Dach gelegt hat. Das war ja schon relativ viel gemacht. Das, was wir in der laufenden Nation gesagt haben. Wir haben eine ganze Reihe Maßnahmen schon gemacht am Bereich von zum Beispiel der Verdreifachung von der Primärenergie. Wir haben die Allokation der Vichère gehecht, wir haben Steuerkredite angefeuert, wir haben Steuern reduziert durch relativ impressionant Berechtigungen von der Steuertabelle. Wir müssen am Hirsch eine Reihe von diesen Sachen noch umsetzen. Wir wollen noch weiterkommen bei den erneuerbaren Energien. Wir wollen weiterkommen an der Modernisation vom Arbeitsrecht. Alles das sind Punkte, die wir an den nächsten Monaten werden machen, gerade so wie immer. Und auch da hatte ich schon Gespräche mit dem Wirtschaftsminister Kompetitivität, dass der am Vordergrund steht, dass unsere Betriebe gut geht, dass wir damit Arbeitsplätze können schaffen und damit als Sozialpolitik können bezahlen. Das bleibt als Linie de Conduite von dieser Regierung auch für die nächsten Monaten. An alles das, was ich da gesagt habe, das passt an die Richtung. Ohne eine Wirtschaft, die dreht, ohne Steuern, die niedrig sind, damit das Leute Lust machen, zu schaffen, zu konsumieren, also eine Sozialpolitik nicht möglich. Wir wollen dann noch am Hirsch, so wie angekündigt, mit der Pensionsdebatte aufhängen.
Pensionsdebatt wat wie man immerem gesot tun eng Open-Debat das, eng Debatte, wo muss sich mal vielleicht echangieren über den Ist-Zustand, an über Perspektiven. Dat as und dat war immer eng schwierig Debatte. Ich weiß das, weil ich als Finanzminister schon als Budgetminister schon zweimal und so Debatten teilgenommen, 1999 und 2012. Aber es ging immer neu. Donner als Gesellschaft wird evaluiert, et Leiit ginn Gott sei Dank, an si froh darüber méial. Wir hunn eng Croissance, déi man muss stark halen, fir dat alles kënnen ze finanzieren. Dëfir mengg ass et gut, dat man lo engkeer eng ganz sachlich, dat ass méi grosse Wunsch, eng sachlicher respektvoll Debatte iwwer Pensionen féieren. Ich begréissen, dat de Conseil économique et social un Avis geschrieben hat, sind zwar zwei, wie ich schon die auch an der Vakanz gelesen. Ich meine, das ist interessant Material. Ich begrüße noch, dass die zwei Seiten Propositionen machen. Da geht es nicht, die einen sind gut, die anderen sind schlecht. Ich meine, alles das muss in sich lesen. Das ist auch etwas Kompliziertes, ein Pensionsregime. Dafür wollen wir mal eine Diskussion darüber an der Gesellschaft führen. Ministerin für Sozialsicherheit, Madame Depré, wird ab Mitte September eine ganze Reihe Organisationen gesehen, für eine breite Konsultation zu machen. Darin sind die klassischen Sozialpartner, wie die Gewerkschaften und die Entreprisen. Da sind aber auch die Jugendorganisationen, da sind der Nachhaltigkeitsrat, da ist IDEA, also alle Leute, die sich schon mal zu dem Sujet ausgeschwert haben. Die Konsultation, die wird Madame Minister Depré bis Ende des Jahres machen. Zugleich will man auch, dass die Zivilgesellschaft jitfrieden den Ideen dazu hat. Ich kriege immer E-Mail, Briefe, andere Ministerien auch mit Propositionen dazu, dass die sich auch können ausdrücken auf einer Plattform, die wir zur Verfügung stellen, dass Leute können hier Meinung auch zu dem Sujet sagen, und dass man das nicht nur an der politischen oder sozialpolitischen Bühne diskutieren. Mit der Société Civile wird die Ministerin auch auf Table Ronde dabei sein, wo in den Sujet von allen Seiten belichten. Ugangs nächstes Jahr wird die Regierung dann ein État des lieux von der Konsultation machen und da gucken, welchen Schritt wir als Regierung, als Koalitionspartner wollen erholen. Wir wollen das auf eine respektvoll, open Art und Weise machen, so wie wir das am Koalitionsakkord aufgemacht haben. Ich meine, das ist wichtig, dass wir uns mit der Thematik als Bevölkerung auseinandersetzen und wie gesagt, respektvoll mit ihnen über die Sujet diskutieren. Das ist keine Aufgabe, die muss als 6 Monate fertig sein. Das ist eine Thematik, die betrifft ja vor allem die Jungen, weil das klar, dass die an der Pension sind oder die geschwind an Pension gehen, dass die kaum oder gar nicht, vor allem gar nicht, wird betreffen, dass das bei all so Überlegungen, wir schwätzen vor allem, wie die langfristige finanzielle Aufsicherung vom Pensionssystem kann gemerkt werden. Das ist als Ziel, kein anderes. Wir sollten das, wie gesagt, konstruktiv umgehen und dafür, wie gesagt, begrüßen ich den Avis vom Conseil économique et social oder die Avien, die die Basis sind. Auch die Chiffren sind immer gut zu lesen. Dann haben wir natürlich als am Sommer noch de Moyen auch den Sujet von der Caritas beschäftigt. Ich muss nachdenken, so wie viele Lützebäuer das spüren, mein Erstaunen und meine Roserei ausdrücken, dass so etwas überhaupt kann geschehen, da dann eine Organisation über 6 Monate so viel Suen verschwannen. Caritas hat da sicherlich eine ganze Reihe Fehlverhalten und in der gelöst. Ich kann nicht so genau, wie die ausgesehen, weil auch vis-à-vis von der Regierung spielt den Secret de l'Instruction. Wir sind nicht Partei von der Enquete.
den Staat also auch nicht Caritas. Ich bin halt der Meinung, dass das, was ich doch immer lesen an den Medien, Presse mehr weiß, wie das, was wir wissen, mehr Fakt ist. Und da müssen wir als Regierung beschäftigen, dass von einer großen Organisation da viel Suen verschwunden sind. Aufgrund von der doch dramatischer Novelle habe ich 400 Sommerpause gesucht, wie man die Informationen gekriegt haben, dass die Regierung ging kein Transfer mehr und Caritas machen. Ich habe aber den Satz, den immer so zitiert wird, der war ein bisschen wie lang. Ich habe nämlich immer gesagt, weil wir kein Vertrauen mehr haben an die Führung, an die aktuelle Management von der Caritas, aber wir gehen noch kein Euro mehr in Caritas, bis wir wissen, wo die Suen da finalement hingehen. Ich habe zugleich auch immer gesagt, dass das Ziel von der Regierung ist, sicherzustellen, dass die Aktivitäten, die Caritas für den Staat mischt, au Benefiz von den Ärmsten an dieser Gesellschaft, das sind Sans-Abrien, das sind Flüchtlinge, andere Aktivitäten, dass die Regierung alles wird machen, für das, was wir klar tun auf den zwei ersten Problemen, dass wir dann alles wird machen, dass die Aktivitäten können weiter gefeiert gehen. So, wie wir das also vorstellen, will ich eine Präzision machen über den Ist-Zustand von der finanziellen Situation vom Staat vis-à-vis von der Caritas. Ihr wisst, dass Caritas gesagt hat, sie hat 60 Millionen verloren, 60 Millionen wären verschwommen. Davon waren 30 Millionen, grosso modo, von hinten, von den Reserven, die Caritas hat, an 30 Millionen, die sie bei Banken lehnen waren. Caritas contestiert übrigens die Linie Krediten, an dem sie so, die wären nie vom Verwaltungsrat von der Caritas approviert gehen. Das ist ein Fakt, den wir zur Kenntnis holen, die muss zwischen den Banken an der Caritas geguckt gehen. Der Staat hat während dem Sommer, und ich noch während dem Sommer ein paar Kleinministerräte darüber aufgehalten. Der Staat hat eine Analyse gemacht von all seinen Flüsfinanzieren zwischen dem Gruppe Caritas, das sind also all die Entitäten, die Caritas hat, an das, was sie vom Staat kriegen. Die Caritas ist ja, wie ich gesagt habe, in den eine Dienstleistung für den Staat bringt, Beispiel Maison Relais, Crèchen, Flüchtlingsheime, Sans-Abri-Strukturen und Ähnliches. Aufgrund von den provisorischen Etat des Lieux, den wir gemacht haben für das Jahr 23, weil die konnten, das dauerte mal eine gewisse Zeit, bis die alle Guten überprüft sind, aber wie die Aktivität noch am Jahr 2024, also in diesem Jahr, weitergelaufen sind, kommen wir zur Konklusion, dass der Lützeburger Staat gesamt keine Suen an dieser schrecklichen Fraude verloren hat. Der Staat aus den Strukturen von der Caritas aufgrund von den provisorischen Dekonten ab Ende Juli rund 1,5 Millionen nach schuldig. Das hat damit zu tun, dass eine Reihe Aktivitäten im Nachhinein bezahlt gibt, bei anderen Sinne d'Avancen, das hängt je noch Ministère auf. Aber das eigentlich die gute Novelle für die Steuerzahler ist, dass der Staat an dieser Operation direkt, wenn ich alles zusammenhole, alle Entitäten von der Caritas, keine Suen verloren hat. Der Staat hat aber bei individuellen Operationen, die er bezahlt hat, notamment im Bereich von den internationalen Aktivitäten von der Caritas, hat er etwas bezahlt en avance, wo nicht geliefert ist. Und dafür war nicht so, dass Caritas nach 1,5 Millionen zu kriegen hat, dann ist das, nachdem ich die rund 5 Millionen aufgezogen hat, die klar geklaut sind am Bereich von den internationalen Aktivitäten von der Caritas. Wie für uns ist Caritas ganz, und das ist ganz klar, dass wir nicht werden die Suen einfach so, die verloren gegangen sind, dass die auch müssen
rekuperiert gehen. Unter dem Strich haben wir also keine Steuersuen verloren. Wir haben gesagt, wir wollen, dass die Aktivitäten weitergehen. Aber was können wir nur den langen Sitzungen, die wir über das Sujet hatten, was wird geändert par rapport zu 4 Runden Sommer? Erstens wird geändert, weil eine Hauptforderung von uns war, weil man gesagt hat, wir vertrauen mehr an das Management von der Organisation, dass wir nicht mehr mit dem Management von der Organisation zu tun und den also auch nicht mehr manst wir haben nicht mit dem zu tun, weil nach Saatkinas durch ein Krisekomitee bei der Caritas und dem Herr Bion, den für den Moment den einzigen Interlokuteur ist, den der Staat, sowohl im Niveau von den Ministern wie von den höheren Beamten hat, mit der Organisation, das ist also ein Interlokuteur. Zweitens stellen wir fest, wir haben Kenntnis davon, dass, wie ich wieder gesagt habe, Caritas die Linie Krediten kontestiert hat, Linie Krediten, bei denen Caritas, ohne selbst davon zu sagen, ja die Suen, die sie in Zukunft gingen kriegen, vom Staat und Banken zediert wird. Was auch eine von den Ursachen war, wie werde ich gesagt, wir können nicht mehr bezahlen, weil sonst gehen die Suen bei den Banken auch gar nicht bei denen, für was sie geduld sind. Drittens hat Caritas dezidiert, eine neue Struktur auf die Beine zu setzen, was also heißt, dass wir nicht mehr mit den allen Caritas-Strukturen gingen etwas zu tun, mit einer neuen Caritas, mit der dann noch der Staat ging, neue Konventionen machen. Die Caritas gingen noch eine neue Gouvernance tun, mit neuen Leuten und mit vom Staat imposierten Kontrollmechanismen, die je nach kann renforcieren. Aber so nach einmal, die haben auf staatlicher Seite auch an der Vergangenheit geklappt, weil wir konnten ja mit aus vom internationalen Bereich auch eine Denkschlichtung. Wir haben noch dezidiert, dass wir gingen all die Konventionen, die wir mit den allen Caritas-Strukturen haben, können, mit einer Ausnahme, nämlich die Konvention mit der Organisation Caritas Jeunes et Famille, das ist die Organisation, die sich um Crèchen und Maison Relais beschäftigt, die war total separat von den anderen. Du schenkt auch kein Fraude gewesen sind, du hast auch kein Linie Krediten abgeholt gehen. Und dafür hat die Regierung schon schon am August dezidiert, dass wir darum können bezahlen, nachdem wir verifiziert haben, was da ging laufen. Die Suen gehen alle guten überwiesen, die laufen noch über eine andere Bank, wie die Banken, mit denen Caritas bis geschafft wird, wir klar gesehen, dass das eine Trennung ist. Das ist also auch wichtig, dass die Eltern wissen, dass die Crèchen und Maison Relais am September funktionieren. Also die Aktivität wird weiter vom Staat finanziert. Weil die neue Caritas-Organisation noch nicht steht, das wird noch ein bisschen dauern, bis die richtig Membres finden, bis zugefunden für denen, die die neue Caritas gründen, da das hier Aufgabe, da das nicht dem Staat seine Aufgabe, haben wir dezidiert, dass wir, weil wir aber wollen, dass die Aktivitäten stattfinden, 4. September auch sicherstellen, dass die laufenden Aktivitäten am Bereich, die nationalen Aktivitäten am Bereich von Flüchtlingsstrukturen und der Sans-Abri-Strukturen können ausgeführt gehen. Wir werden also mit einem Mechanismus, der nach leicht zu definieren ist, die Dienstleistungen bezahlen, als mit einem externen Kontrolle finanziell. Das betrifft vier und allem, für das versteht, was wir hier schwätzen, das betrifft vier und allem Fournisseuren, Lützeburger kleine Mittelbetriebe, die Sachen geliefert haben und die zu einer ganzen Zeit nicht bezahlt gehen. Das ist auch als solch, dass ein Schneeballeffekt geschieht. Es gibt anscheinend Betriebe, die für rund 2,5 Millionen Rechnungen ausstehen haben. Und das meine ich als gemeinsam Such,
dass wir gucken, dass die Betriebe, die für Gönneich können, die auch nicht mit der Caritas zu tun haben, dass die können bezahlt gehen und dass die auch weiter liefern. Weil sonst, wie gesagt, haben wir keine Mittel für die Infrastrukturen zu finanzieren. Caritas müsste fertigbringen aufgrund von ihren Moyens für Salären, die mit den Konventionen zusammenhängen für den Monat September zu finanzieren. Und vom Monat Oktober an kann dann der Staat mit der neuen Caritas-Entität oder Entitäten, ich weiß das nicht, mit neuen Konventionen die Aktivitäten an die Leute, die mit den Aktivitäten zusammenhängen, natürlich auch dann bezahlen. Der Constat ist, wie gesagt, dass hier etwas ganz Schlimmes geschieht ist, wo ich hoffe, dass wir die Klarheit kriegen, die nicht mehr einen Gerichtsprozess gehen, so was da dann einem Rechtsstaat. Ich bin der Meinung, dass zusammen mit der guten Kooperation mit meinen Ministerkollegen von der Familie, von der Jeunesse, von der Kooperation, von der Santé und noch anderen, dass wir es fertigbringen, die Aktivitäten Laufen zu halten, am Ende von den Leuten, die konzerniert sind, dass wir darauf halten, wie gesagt, dass die Suen, die an der Kooperation geklaut sind, dass die aufgezogen sind, die gehen nicht zweimal bezahlt, dass wir dann auf einem neuen Fuß können, die eingreifenden Aktivitäten, die für den Staat da sind, können weitermachen. Wir gucken noch, ob es notwendig ist, für Regeln von der Gouvernance von den ASBLen, die ASBLen, die viel Suche vom Staat kriegen, zu ändern. Ich hole mit positiv zur Kenntnis die Proposition de loi, die Sozialisten vorgestellt haben. Ich muss just sagen, am Dossier Caritas hat das nicht, soweit ich das verstehe, Wesentliches geändert. Weil, war gesagt, das müsste 4-Augen-Prinzip gehen. Da kann ich just sagen, dass aufgrund von den Informationen, die wir haben, all wir mal 2 Unterschriften hatten, und noch blinde Krediten prägen, wie wir sagen, auch von 2 Leuten unterschrieben sind. Das 4-Augen-Prinzip schenkt also, do gewirrscht zu sein, und trotzdem sind, weil nicht vielleicht im richtigen Niveau unterschrieben ist, weil andere Sachen nicht geklappt haben, sind während 6 Monaten, was eine lange Periode ist, viel Suche verschwunden. Und das bleibt für mich extrem besorgniserregend und verlangt, dass aufgrund von der Analyse, die Justiz da muss machen, auch guckt, was ich kann verbessern. En attendant, haben wir den Finanzminister de Moyen gebeten, Propositionen zu machen, an enger Kooperation mit der Justizministerin, ob eine Notwendigkeit besteht, für bei ONGs, die viel Suche vom Staat kriegen, ob da eine Notwendigkeit besteht, für die Gouvernance zu verstärken, zu verbessern. Und wir haben auch den Finanzminister gefragt, CSSF zu fragen, einen Bericht zu machen, ob es Lakune gibt am reglementarischen Weg, für das par rapport zu den Banken, wo wir auch nicht ganz genau wissen, wer da finalement wo gesucht und geschieht ist, au-delà von diesem Dossier, ob es eine Notwendigkeit gibt, für verschiedene Regeln intern an den Banken zu überprüfen oder nicht. Und das hätten wir also gerne von der CSSF. Es sind trotz aller Traurigkeit, die das, was geschieht ist, froh, dass wir als Ziel erreicht haben, dass die Aktivitäten von der Caritas sowohl bei den Crèchen, den Maison Relais, den Flüchtlingsheimen, den Sans-Abri-Strukturen an anderen Strukturen können weitergeführt gehen. Das war viel Arbeit zwischen den Ministerien, dass wir das am Sommer hingekriegt bleiben eine ganze Reihe Fragen ob, Fragen, die auch nicht werden sehr eng Antwort kriegen. Wir können nicht mehr alle ONG encouragieren, auch selber zu prüfen, ob sie intern die nötige
Kontrollmechanismen nicht auch für zu merken, wann über den Zeit ein Problem entsteht, nicht nur der X, das ging immer und goufen immer, froh mir besonders, wenn etwas über eine längere Zeit geschieht, und dann kein das apparemment merkt, dass das natürlich etwas, was wir brauchen nicht immer die Regeln zu ändern, also auch etwas Budget muss gucken, intern, hat einen internen Audit, mischt den externen Audit, internen Auditen, auch während dem Jahr, was gibt den Verwaltungsrat von einer ONG, wer hat gewohnt, was kontrolliert denn, alles das sind frohen de bon sens, die man mengen all ONG mystisch stellen. Voilà, das zu dem Dossier. Wir freuen uns dann auch, dass diese Monat an den nächsten paar Wochen auch eine Reihe großer Evenementen zu Lützeburg nach stattfinden. Einerseits die Visite vom Papst im September zu Lützeburg, wo ein großen Medieninteresse auch aus dem Ausland, auch einen großen bei einem Teil von der Bevölkerung einen großen Interesse, wenn ich gesehen habe, wie viele Leute sich an ein paar Minuten gemeldet haben für Plätze an der Kathedrale. Wir haben dann noch den Anfang Oktober, den 8. Oktober, den Vereidigung vom neuen Lieutenant Repräsentant, was dann natürlich ein historischen Schritt an unserem Land ist, wenn den Grand-Duc Héritier Guillaume Lieutenant Repräsentant vom Grand-Duc wird, eine Zeremonie, die am Palais stattfindet, und noch für die Vereidigung an der Chambre, an der das selbstverständlich an der Geschichte, an der institutionellen Geschichte von unserem Land ein wichtiger Punkt. Da wollte ich noch sagen, dass ich nächste Woche zwei wichtige Reisen mache. Einerseits gehe ich nächste Woche für ein paar Stunden an Ungarn. Ungarn hat Präsidenz von der Europäischen Union. Vieles von dem, was die Europa-Wühe und noch andere Wühe sind vom ungarischen Premier, sind nicht Menge. Das ist bekannt. Ich will das nachher ein so und dass keiner das falsch versteht. Aber das ist die Meinung von der Lützeburger Regierung, dass eben mit allen Memberstaaten von der Europäischen Union muss schwätzen, dass wenn ihn isoliert oder nicht mit dem schwätzt, dann ändert seine Meinung sicher nicht. Dafür meinen wir, dass es wichtig wäre, gerade im Moment, wo Ungarn Präsidenz hat, für dahin zu gehen. Das ist ein wichtiges Land an der Europäischen Union. Das ist ein Land, das gekämpft hat für seine Freiheit. Dafür fahren wir für ein paar Stunden dahin. Ich verbinde das aber bewusst mit einer Visite von der Republik Moldova, weil das ganz klar, die Lützeburger Regierung steht auf der Seite von der Ukraine, weil es um fundamentale Prinzipien vom internationalen Recht geht. Moldova ist extrem besorgt über das, was bei seinem Nachbarn geschieht. Den Premierminister von Moldova, wie auch die Präsidentin von Moldova, hat schon ein paar Mal gesagt, dass sie gern hätten, dass man käme, für ihnen hier Unterstützung, hier Solidarität auszudrücken. Und dafür geht es am Monat September sowohl den Premierminister von Griechenland, der Premierminister von Polen, und ich dahin für als Unterstützung, als Solidarität auszudrücken. Das sind also zwei Reisen, die im Kontext der Ukraine nächste Woche stattfinden. Und finalement erlaubt man zu sagen, einen ganz anderen Plan, dass man natürlich als Regierung und auch als Person mit großer Traurigkeit am Sommer den Tod müssen beklagen von Max Hengel, einen jungen, flotten, dynamischen, kompetenten Deputierten, 47 Jahre, gute Freund, den mit mir am Wahlen als Co-Spitzenkandidat am Osten gegangen ist. Ich muss sagen, au-delà von allen Parteikonstellationen, da noch Altministerin am Regierungsrat
selbstverständlich und den Max Hengel und seine Familie geduld, weil das etwas, was an der vieles Ernstes an eine gewisse Relativität setzt, was man so einmal beschwätzen. Voilà, das wollte ich dann so in einen bestimmten Punkt vergessen, mit war schon lang, und dafür antworte ich gerne noch froh. Merci. Ich denke, die meisten Frauen, die werden sich wahrscheinlich um Thema Caritas drehen. Dafür wollte ich vor Gott noch loskennen, die sich nicht darum richten. Und zwar, die hat auch geschwart, denn die Nominierung vom Christoph Hansen, weil also ja so, das ist so ganz sicher, also noch nicht, beziehungsweise mein Kollege, den an Brüssel setzt, den vertritt die Theorie, dass ein Wackelkandidat ist, weil eben nicht den Proports abdeckt mit Sozialisten und Freiheit. Da die Frage, gibt es einen Plan B, falls das scheitert? Nee, es gibt kein Plan B, an die Frage ging sich da ja auch für jeden stellen. Aber das ist so, dass Nominationen sind Resultate von Wahlen. Das ist nicht so, dass das einfach eine Decision ist von Oberhof, das ist eine Diskussion, die alle Regierungen feiert, aufgrund von den Wahlresultaten. Und das haben wir gemacht zu Lützeburg, CSV und DP und das Regierung gebildet aufgrund von demokratischen Wahlen, also aufgrund von demokratischen Wahlen, wo festgehalten ist, dass den Herr Hansen Eisenkandidat wäre. Zweitens war es so, dass wenn von europäischen Wahlen und den jeweils Herr Hansen Deelgolle ein ganz gutes Wahlresultat hat, aber da goufen doch europäische Spitzenkandidaten. Die waren Spitzenkandidat für das Amt vom Kommissionspräsident. Madame von der Leyen hat die Wahlen gewonnen mit ihrer Partei, der Europäischen Volkspartei. Und dafür ist Madame von der Leyen vom Conseil von der Staats- und Regierungschefin proposiert gehen, vom Parlament konfirmiert gehen als die nächste Kommissionspräsidentin. Ich muss nicht sagen, ich meine, das ist ein exzellenter Choix. Ich fand, dass Madame von der Leyen das ganz gut mischt, und sie hat der Lützeburger Regierung ihr vollsten Unterstützung. Alles Ernstes, sie frohen, die stellen sich für ein Land. Aber es gibt an Europa nicht mehr 4 sozialistische Regierungschefen. Es ist das Recht von allen Land, den zu proposieren, den sie für adäquat finden. Und ich meine noch honnêtement, dass das Europaparlament, ich kann nicht für das Parlament schwätzen, sich die gesamten Tableau von unterschiedlichen Kompetenzen wird gucken, wie sie schwarz zu machen. Wir sind heute nicht an der Diskussion von enger Person, weil ihr könnt ganz genau auch so, für was nimmt Frankreich oder ein anderes Land, nicht eine Frau oder ein Sozialist. Das ist also eine Frau, die stellt sich generell. Ich fand von all dem, was ich im Moment lese, dass es ein équilibrierter Park ist, und dafür meine ich, dass die Kommission, wenn man nur gesehen was Madame von der Leyen da wird nächste Woche oder so proposieren wird Sinn. Und ich so, dass Herr Hansen sind ich wirklich davon überzeugt, dass ein exzellenter Kandidat ist am Interesse von Europa, weil der europäische Kommissar, aber auch aus einer Lützeburger Perspektive. Das ist für mich kein Wackelkandidat, das ist ein starker Kandidat. Will ich ganz kurz einen Nachfrage dort stellen. Es könnte aber trotzdem passieren, dass ein aufgelehnt wird, ob man im Parlament da geguckt, was ein Ersatzkandidat könnte sein oder was passiert dann? Ich gehe nicht von der Hypothese aus, und ich kann nicht bei allen Nominationen, die ich mache, direkt 3 Jahren durchsetzen, zu funktionieren. Mir nicht sowieso, meine ich, dass nach einer Kommission wird als ganz Sujet, natürlich geht es für Einzelland in Hearing, und ich meine, dass Herr Hansen sich da wird ganz gut schlagen. Herr Frieden hat Madame von der Leyen trotzdem nach einer Barriere dafür insistiert, aber eine Frau zu nennen. Madame von der Leyen hat mit mir über alle Sujeten geschwärzt, auch über die dritten Sujeten, also aufgrund von den Gesprächen, wo ich die Proposition gemacht habe. Und mir selbstverständlich haben wir über alle Aspekte geschwärzt, wir nicht nehmen über de Frage, ob ein Mann oder eine Frau ist, aber auch darüber haben wir selbstverständlich auch geschwärzt. Merci. Ich habe ein paar Fragen, wenn das erlaubt ist, Ja. zur Caritas. Ich habe nicht genau verstanden, wie der das gemeint hat, was mit den internationalen Aktivitäten von der Caritas
wird geschehen? Gilt du dieselbe Garantie sozusagen von ihrer Seite, dass will, dass der an einer neuen Entität auch weitergefordert gehen, oder bleibt es dabei, dass es mehr kompliziert ist und von Projekt zu Projekt wird geguckt, ob die evaluieren? Erstens will ich noch ein Jahr rappelieren, dass man die Suen, die du verschwunden sind, dass man verlangen, dass die zurückkommen. Die gehen also ganz klar aufgezogen von dem gesamten Park, die mit der Caritas nach aufgrund von den Kontenprovisoren zu bezahlen. Das ist der nächste Punkt. Den zweite Punkt ist, wenn ich wieder die rumholen, ja, das ist mir kompliziert, weil das keine Aktivität ist, die lo an den nächsten Moment geschieht, am nämlichsten Moos, wie wenn Caritas sich um ein Flüchtlingsheim bekümmert. Und dafür ist die froh, wie das genau kann geregelt gehen, als eine froh, die offen bleibt. Und das hat damit zu tun, dass bei den internationalen Projekten der Staat, wie ihr auch wisst, mir vielleicht nicht jeder da draußen, ein Kofinanzement mischt. Bei den nationalen Aktivitäten, Crèche und autres, bezahlen wir die Aktivität kommt en Hotel. Bei den ausländischen Aktivitäten, das gilt ja auch für die anderen ONG an den Bereichen, da gibt es da Gott sei Dank ganz viel, die ganz gut Arbeit doch alle gut machen. Da lädt der Staat dabei nach einmal, was die Organisation selber gemacht hat. Wir haben für den Moment keine Informationen. Ob Caritas kann die Aktivitäten weitermachen, weil dafür brauchst du vielleicht auch Egemittel. Und da hängt davon ab, ob Caritas der Egemittel bei neuen Membern, Sponsoren oder wie die da noch so nennen, findet oder nicht. Du wirst die internationale Aktivität haut nicht aufschließend zu beantworten. Ich habe mir noch keine Informationen, ob sie gegen die Aktivitäten transferieren an die neue Aktivität, an die neue Struktur oder nicht. Ich habe echt dagegen nicht verstanden, das echt streng froh, die muss der Caritas stellen, wie mir. Merci. Die andere Frage, die hat Pummel gesagt, von der neuen Entität, die Caritas Welt gründet. Froh ist, wie ist Caritas noch? Wenn der Bistum, den die Fondation gegründet wird, aber vielleicht in Zukunft nicht nach einer Breit aus eine neue Struktur mal zu gründen. Wir sind die Leute, die dann logifen eine ONG von der Envergure mit gründen, an der wir es dann nach Caritas nennen. Wisst ihr doch schon mehr, auf welche Richtung das wird gehen? Wo ihr an Zukunft weiterhin ein Partner Caritas für die Flüchtlingsheime, für Sans-Abri zu enkadrieren, oder geht ihr davon aus, dass das eine ONG mit einem anderen Namen geht? Das ist eine Frage, die da eigentlich müsst der Caritas stellen, mehr aufgrund von dem, was wir wissen. Ich muss sagen, wir sind nicht Caritas, auch verschiedene von den Kollegen immer so, das wäre so. Nee, das ist unter Caritas die Fondateuren zu finden. Eiseninformationen noch sind sie am Gespräch mit pur Organisationen, pur Fondationen und ähnlichen Organisationen, die bereit wären, zusammen eine neue Caritas auf die Beine zu setzen. Wenn das nicht der Fall wäre, hätte ich ja nicht können, auch das so, dass wir ab Oktober, muss man so, ab Oktober, ich will da mich nicht so viel auf dem Datum festlegen, das Leute nicht an unseren Händen, wir am nächsten Zeit am Hirsch mit einer neuen Struktur können schaffen. Sie gehen davon aus, au jour d'aujourd'hui, dass sie es fertig bringen, eine neue Struktur, und ich meine noch unter dem Namen zu schaffen. Die andere Frage ist vielleicht technisch, wenn ja, dann sind ich gerne bereit, nur mit den Beamten mehr im Detail darüber zu schwätzen. Wir können dir mehr genau erklären, wie zur Konklusion kommt, dass bei dem Staat bis auf die 5 Millionen, die bei den internationalen Aktivitäten geklaut, die wäre wirklich, dass du erst keine Suchen verloren gegangen sind, weil das gäbe ja bedeuten, dass Caritas auf einer Reserve von bald 30 Millionen Euro sitzt an die Organisation hat für sich selber immer gesagt, es wäre eine arme Organisation, sie hatten knapp Suchen für das Personal anzustellen, was sie gehabt hatten. Ich verstehe nicht, wie das nicht können Suchen gewesen sie vom Staat, die auch noch gedurcht wäre, für zu benutzen. Wie kommt ihr zu der Konklusion? Könnt ihr das mir genau erklären? Ich versichere. Effektiv,
von den 60 Millionen waren 30 Millionen Präen, die nie hätten dürfen gefroht an den A von der Caritas. Doch logisch, dass sie bis viel suche für alle ONG. An 30 Millionen Reserven, sie haben noch ein Patrimoine, sie haben da den Gebäude, das stellt ja auch etwas durch, aber sie haben Reserve gehabt von 30 Millionen. Der Staat bezahlt, ich resümiere ganz graff, der Staat bezahlt und Caritas all Monat rund 4 Millionen für die Aktivitäten, die der Staat bei der Caritas bestellt. Das sind also Dienstleistungen, das sind Crèchen, das sind Maison Relais, das sind Flüchtlingsheime, das sind Sans-Abri-Strukturen, gibt noch andere Sachen, aber das sind sicherlich die größten. Aber wenn dann die so multipliziert mal 12, da gesagt den, was der Staat bezahlt, für eine Gegenleistung zu kriegen. Die gehen zum Teil mit Avancen bezahlt. Der Staat bezahlt alle 3 Monate, das hängt ein bisschen vom Ministerium auf, eine Summe, und da gibt es nur am Ende des Jahres dann genehmigende Konto gemacht, wo dann alle Rechnungen nachgeguckt wird, ob das doch wirklich alles so war. Und aufgrund von dem, die kommt, 2023 und 2024 haben wir als Staat nach dem Gruppe Caritas rund 1,5 Millionen zu gehen. Das ist unterschiedlich, jene Organisation, die eng und eis zu gehen, die anderen haben wir hinziehen. Wir dürfen dort unter dem Strich am nur Abzug von den rund 5 Millionen von der Kooperation bleiben die 1,5 Millionen. Und das, wie gesagt, an die Summe geht natürlich auch los am Almond rup, weil Gott sei Dank prestieren die Leute, die das schaffen, auch für den Moment noch etwas. Wir haben eine moralische Pflicht, für weiter zu gucken, den Strukturen. Wir können ja nicht den Sans-Abri und den Ofen so schon nicht, noch kriegt er nicht mehr. Also so funktionieren wir ja nicht. Also gucken wir, dass denen Ärmsten der Gesellschaft geholfen wird, und daneben, wie gesagt, dass die Crèchen an die Maison Relais funktionieren, wie gesagt, die sind an einer anderen Struktur, aber das war am Anfang auch alles nicht so klar, wir das selber müssen wohl verstehen, weil wir schaffen nicht all das mit der Organisation, mit Fondation Caritas, an Caritas, Accueil Solidarité zusammen geguckt, du als ein leichten Montant, nach dem den Staat muss Caritas bezahlen. Ja, Caritas wird anscheinend, wenn ich die 6 Millionen gucke, hat es gute Reserven. Moin, Herr Frieden. François Hollner für RTL. Ich nach eng froh auch effektiv trotzdem nach mein Kollegin hat schon dazu geschwart, denn die neue Caritas respektive die AL. Wie hast du das dann zu verstehen, dass am Anfang die freien Members vom Verwaltungsrat sitzen am Krisekomitee außer den Herr Bion, also das sind nicht den du neu hast. Den hast designiert gibt von den Leuten selber von der AL Caritas an die neue Caritas, das wir dann am Moment just den Herr Bion den dezidiert, wen die neue Caritas gibt. Oder mit den alle Members, die selber so, wir haben nur ab. Oder wie hast du das verstanden? Auch die dote Frau muss er von der Caritas stellen, und nicht mir. Für uns ist es wichtig gewesen, dass wir vom aktuellen Management keinen Interlokuteur mehr hatten, solange wir nicht wissen, wen du was gemacht oder dann bis weder Polizist nach Richter. Aber wir wissen das einfach nicht. Wir wissen just, dass du viel schief gelaufen ist. Und das will man ganz klar so, bei denen Leuten, weil wir nicht, die können nicht als Interlokuteure sein. Ich meine, Herr Froh können Sie beantworten, indem ich so, dass mir gefragt eine neue Gouvernance, Sie verstehen, dass das heißt Neuleid, und dass die neue Organisation gründen, die Stiftungen, die Organisationen, die von hinten kontaktiert sind, dass die dann noch selbstverständlich werden darauf halten, ein Vertreter an der neuen Gouvernance, Verwaltungsrat von der SPL, so wann dann ein SPL gibt, mir das verstanden, an der Aufgrund von dem, was wir gesucht haben, das können nicht dynamisch sein wie an der Vergangenheit. Wenn da erlaubt, hatte ich noch 2, 3 Fragen. Okay.
wat die 30 Millionen dann nu geht, mal eng Sekunde dass die Kreditlinien, dat muss noch geklärt gehen, an mal sogar dass dofir Lochemis opkommen an attendant. Die anderen 30 Millionen wicken dann dofir lo op, den alle Verwaltungsrot oder Kreancie wie Ville de Luxembourg oder Donateuren sind die Suen einfach fort bei de Brigangen irgendwo am Ausland. Das ist immer eng froh, die dir nicht mir können stellen, Herr Allner. Mit allem Respekt, der Staat kann nicht für die Suen opkommen. Der Staat wird mit auch nicht zu tun. Der Staat, wie gesagt, nachher ist dankbar, dass die Organisationen Denkschlichtungen erbringen. Wir bezahlen die Denkschlichtungen, die am Ende von unserer gesamten Gesellschaft sind. Das für die Caritas, an all die dummer Apps zu tun und zu gucken, was da geschieht. Ich kann nicht so in der Stadt kann der Tote nicht kompensieren. Das ist auch nicht die Aufgabe vom Staat. Das war nicht mehr froh. Ich hatte gemeint, ihr kennt vielleicht eine Ausschätzung gehen als Premier oder als Regierungschef, wie das normalerweise ging. Aber da, wo der bestimmt aber kann der Person, dass das der Staat als jemand Vertreter bei der Spurkiste, auch bei der BGL, und insofern für was CSSF-Frohen, wo der Staat sich nicht dran ist, mit Banken dran sind, für die Berichte man eigentlich misst, der Staat schon wissen, wann Anomalien tatsächlich da waren bei den Banken und die dann nicht steuern. Ich meine, dass intern die Banken auch im Gange sind zu gucken, was genau geschieht ist. Dat um Niveau von den Banken sicherlich gemerkt wird, mir als froh als Regierung als mir generell froh, selbstverständlich werden die Administrateure vom Staat an den Banken auch die relevant Fragen stellen. Das ist auch hier Aufgabe zu verstehen, was da geschieht ist. Aber auch da kann ich nicht, wenn man nicht all die Elemente haben, mir das selbstverständlich, dass die Staatsvertreter an der Verwaltungsrat von den zwei Banken auch werden vorstellen. Englisch froh wir dann vertraut dir der aktuelle internationale administrativer Kooperation für das aber nach und die Suche könnt respektiv meint dass der auf EU-Niveau wann das muss dann thematisieren für das vielleicht sogar Budget 20 Niveau geht für das immer unkooperative Jurisdiktionen gewisse Inseln oder einer Staaten da sind dafür sorgt dass egal wie weil das versteht Leute man beste Welle meine Schnitt der Frieden wie kann es sein dass sie so fort sind und dann nur Leute, egal wie raffiniert sie waren, leben nur bei einer Yacht. Ich sehe wie Leid, Herr Allner. Ich verstehe es doch nicht. Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe, ehrlich gesagt, ganz vieles an dem Dossier bis heute nicht. Ich verstehe auch nicht, wie über 6 Monate so viel suchen konnten, aus Spanien überwiesen gehen, von da weiter, ohne dass Alarmglocken geklungen haben. Am dürfen so nicht abrahmen, auch der Rapport von der CSSF, weil ich auch gerne hätte, man es erklären von diesem Rapport, das klingt so ein bisschen 100 Seiten schreiben, ich ging gerne verstehen, genau das nämlich, was dir mich freut, und ich ging dafür proposieren, wir kommen da ob die Frau da, weil das ist eine Frau, die uns beschäftigt, das ist auch eine Frau, die sicherlich das Parlament wird beschäftigen, die nicht können oder als das so gut angepackt gewesen, dass jeder die Wirmen als ganz normal empfunden hat. Als Bürger, als Mensch fand ich das extrem erstaunlich, aber besorgniserregend. Und ich kann es dafür erste Jour nicht verstehen. So nicht das ganz ehrlich, und dafür lassen sich doch nicht dabei einfach sehen. Ja, ich vertraue dir, weil ich auch als verschiedene Wollen dort gedenke. Justizwolle, für allem Hai, es gibt natürlich auch eine Wolle von Bankenkooperation, aber schon auch meine frühere Funktionen als Justizminister gesehen, dass die Kooperation aber generell gut funktioniert. Ich hoffe just, dass sie zu einer Klarheit führt, wo wir auch können die Bürger so was geschieht, also noch daraus Lektionen ziehen. Als Gesellschaft für Zukunft. Ich hätte auch ein paar Fragen mit den Dreiers. Die Rechnung von dir geschwart hat,
wie viel Leistungen IWA sind, geht die veröffentlicht? In der Form ist das geplant? Wegen Rechnung. Die Rechnung, wo ihr abgefordert hat oder wo ihr ausgerechnet hat, dass im Endeffekt 1,5 Millionen noch übrig sind und dass unterm Strich den Staat nice verloren hat. Ja, ich meine, dass die Konten, dass sie verschiedene Ministerien zu summen, Ja. dass du mit keine Schwierigkeit hast, dass, wenn die Konten bis fertig sind, für das zu veröffentlichen. Ich gehe sogar davon aus, dass das immer gemerkt wird, weil die Konten sie ja, dass sie staatlich suchen, aufgrund von Konventionen, die bezahlt gehen, sodass ich kein Problem habe, für das auch publik zu machen. Okay, gut. Noch eine andere Frage, und zwar, was ist mit den, wenn die neue Strukturen, wenn die geschaffen werden, was ist mit den Mattorbeständen, Kinder, die übertragen werden von der AL Caritas, oder wie kann ich das vorstellen? Was wird man denn? Wenn die neue Strukturen geschaffen werden, Kinder, die Mattorbeständen von der AL Caritas. Mattorbeständen. Ja. Also wir finanzieren Posten, Leute, die mit den Aktivitäten zusammenhängen. Ich meine, können Sie sagen, dass natürlich all die Aktivitäten, die brauchen ja Leute, weil das largement Aktivitäten, die personalintensiv sind, dass die Leute hier Paie selbstverständlich auch über die Konventionen werden bezahlt gehen. Dann ist es für Caritas zu gucken, ob sie dieselbe Leute mal drüber holen oder andere. Ich gehe davon aus, dass sie froh ist, wenn sie die Leute da kann man drüber holen. Mit mir werden die Salären, die von den Konventionen hängen, selbstverständlich bezahlen. Und letzte Frage, wenn du dann rein hast. Die neuen Strukturen, bestehen ja Forderungen von den Banken gegen die Altstrukturen. Und seid ihr sicher, dass das gerichtsfest ist, dass praktisch die gleiche Struktur normal geschaffen wird, parallel zu der bestehenden Struktur, dass es nicht Forderungen von den Banken auch gegen die neuen Strukturen kann gehen? Wenn ich so als Jurist wie als Premierminister, wenn eng linde Kredit mat enger Entität huet, dann ass dat bei der, wo en déi sicher geht an net, kann die net bei irgendeinen anderen Donno affuder goen, dürfir ging ich soen aufgrund von allgemeinen Rechtsprinzipien, dat eng Diskussion aus zwischen den bestehenden Strukturen an den Banken, an dat nicht mit den neuen Strukturen zu tun. Es gibt keine juristische Relation mit den Banken haben. Dafür meine ich, dass das schon, das eng von den Ursachen auch für den Staat, für eine klare Katze machen mit der Vergangenheit. Weil sie bei denen Prähen, die Suen, die sie vom Staat kriegen, die Banken versprach, und wir bezahlen nicht Prähen, die sie per ailleurs contestieren. Das ist also undenkbar. Und dafür habe ich auch dafür als Regierung striktement gesagt, wir brauchen eine neue Struktur, weil wir können nicht weiter an etwas bezahlen, wo wir nicht wissen, was hier nur noch alles geschieht, y compris das Remboursement von den Prämien, mit denen wir wirklich nichts zu tun haben. Voilà, also ich vielmals merci für die erste Briefing am neuen Jahr, und wir werden es dann hoffentlich öfters gesehen. Merci vielmals.